So, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Raphael, ich bin vom Geekstübli. Und wir haben den Auftrag, Nägel zu holen für Theresa, hier in dieser Truhe. Lustigerweise habe ich nicht gecheckt, dass der Vater gesagt hat, dass er sich selber um andere kümmert. Wegen dem haben wir eine viel Zeit verloren. Das habe ich natürlich mittlerweile alles rausgeschnitten. Weil wir machen keine langweiligen Let's Plays mehr, wo man nur rumlatscht und Zeug sucht. Das das habe ich ein bisschen gelernt von den Nerdy Birds, die machen das auch so, immer pro Folge. Ich habe es mal ausprobiert mit pro Folge, dann habe ich da 40 Minuten, bist du im Zeug drin und ja, ist ja, was ich. So, und jetzt tun wir das so machen. Da sind die nämlich drin. Und die Nägel nehmen wir raus. Und das nehmen wir auch gerade mit, einfach aus Prinzip. So. Ja, hoffentlich kann ich das nicht klauen, das kann ich glaube nicht geklaut haben, weil es ist ja meins. Genau. Ich komme, Theresa, ich komme. Ich bin schon da. Hoi, Theresa. Die würde mir noch besser gefallen, wenn die andere da. Ja, noch. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ja. Ein feines Mädel. Das würde ich ja meinen, ja. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Achtung. Halt wie ein A. Wie eins, halt eins A. Was? Wie ein Samurai-Schwert. So, wow. Geil. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Ich würde es meinen. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Chef? Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Hey, hey. Ist gut, hä? Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? es ihn versuchen. Jetzt sind wir eben ein bisschen trainiert schon. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Möglich. Nicht einmal ein Aber wer weiß Spendli schon, hat es was die gegeben. Zukunft noch so alles So für uns ich- bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren. Herr Istvan? In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Mhm. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr, Da können wir stolz sein drauf, Peppel. Das hast du Es super war mir gemacht. eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Das ist gern geschehen. Ja, ja. Super. Perfekt. Eine lange und seltsame Geschichte? seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Okay, schade. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt.
Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich, kämpfen zu lernen. Ja. Das ist schlecht. Ein Bote? Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Ja, jetzt geht's dir gut. Oh, fuck. Oh, shit. Nein. Du grusiger Hund. Hey, was macht der Meister Proper da? Oh, fuck. Der Meister Proper hat jetzt neue Dings Lutz. Nein. Hey, hey, lauft doch! Was lange wollt ihr noch warten? Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Der Vater, der ist jetzt in Action. Er stirbt. Ich weiss, dass er Mutter stirbt. ist noch im Dorf. Spoiler Ich will sie holen alert, und dann aber er kommen wir stirbt. sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Verstanden. Scheiße. Wir haben noch Hose an und was er verkauft. Und einfach alles töten, der grusige Siechen. Oh mein Gott. Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Kommt schon! Kommt Uns schon! läuft die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore Bewegt schließen. euch, Leute! Na los! Passt für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Nein, Du hey, kannst nicht spinnst! zurückgehen. Ich kann doch nicht so gut kämpfen, wir haben Reden gehabt, Hate, du Doppel. Was willst du jetzt? Ist proper? Hey, 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 hey! Du grusiger Hund. Nein, nein. Das war ja klar. Meister Proper. Ich finde dich und ich zerstöre dich, du grusiger Hund. Nein. Der hure grusige Du grusige Hure, du blöde Hure. Grusige Mohren, du. Jetzt muss aber gehen, Kollege. Jetzt müssen wir aber gehen. Komm. Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Komm, hopp, hopp. Die hure grusige Sicht. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Teilberg! Sag ihnen, was kommt! Du musst sie warnen! Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Shit. Die grusige Sicht, die.
Da werden Erinnerungen wach an einen bestimmten Film. Wisst ihr welchen Film? Wenn ihr wisst welchen Film, schreibt mir es in die Kommentare. Ich meine einen ganz speziellen. So, wir gehen. Adieu. Wow. Einfach wow. Schaut mal jetzt. Wow. Besorgt ihr ein Pferd? Ja, super. Hey! Gang weg! Hau ab, du Arsch! Oh, fuck! Nein, geh weg! Hau ab! Was? Lass mich das sein, du Grusige! Ich habe ein Schwert, ich brauche ein Schwert! Oh, so! Oh mein Gott! Halt! Du Hure! Hey! Hey! Nein! Was? Ja, nein, es geht's ja gar nicht. Wieso ist es nicht ausgerüstet? Wieso ist es nicht ausgerüstet? Es tropft mir über den Grind ab. Ja komm, es hat keinen Wert. Das ist... Oh, Scheiße. Ja, super. Das kannst du gut vergessen. Wisst ihr was? Wir laden. Nein! Bis näher. So. Da, jetzt habe ich gecheckt, wie es funktioniert. Oder auch nicht. Ich glaube, Blocken geht in jede Richtung, habe ich mal irgendwo gelesen. Du grusig als ich. Jetzt. So, genau, anvisieren, genau. Oh hey! Was? Du grusiger Hund! Das glaube ich ja nicht. So, jetzt zum 1000. Mal hier und probieren. Jetzt müssen wir da einfach über das Zeug absäckeln und möglichst am anderen davon kommen. Und dann sehe ich, da hat mir jetzt schon das 1000. Mal aufgespießt. Und dann bin ich auf eine ganze Gruppe von Männern gestoßen, die haben mich alle aufgespießt. Ich wage mich gar nicht mich umzudrehen, weil ich das Gefühl, dass die gerade wieder kommen. Himmel, trauriger Seich. Das habe ich jetzt 20 Mal probiert. Mindestens. Oh nein! Oh. Jetzt hat er mich nicht mehr gesehen. Oh mein Gott, zum Glück. Gut, sehr gut. Okay, ich habe schon gemeint, jetzt müssen es da stundenlang probieren. Aber ich bin einfach zu doof. Es ist 20 vor 4 Uhr am Morgen und ich bin einfach nicht feig. Der Trab ist die Standardgeschwindigkeit vom Pferd, der Kanter kombiniert die Geschwindigkeit mit der Schonung vom Pferdeausdauer. Ja, das ist klar. Galopp, L und doppelt dein Pferd ist klüger als manch ein Mensch und bleibt auf dem vorgegebenen Pfad, wenn du den Zügel schleifen lässt. Kantern einfach und steuern nicht. Okay. Das ist geil. Ihr seht mich nicht, ich würde gerne dieser Frau zwar helfen, aber so, komm, hopp, ab. Genau, es folgt am Pfad. Das ist super, das ist verdammt geil. Das ist super. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe mich schon gefragt.
Och nein. Hey, du grusiger Hund. Du. Ich habe mich schon gefragt, das kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt da diesen Gegner da muss... Oh, Achtung, jetzt Verfolgungsjagd, das wird jetzt super. Nein, nein. Links. Talmberg liegt. Oh, sicher. Nein, warum? Stirbt nicht auch noch 10.000 Mal oder was? Oh, das ist ein schwieriges Spiel hier. So, meine lieben Leute, nach dem gefühlt 50. Mal schaffen wir jetzt vielleicht endlich mal den Weg dorthin. Weil ich bin echt zu doof. Ich habe nicht geschnallt, dass ich eigentlich einfach nur muss. Wow, Framerate, hallo? Dass ich musste. Dass man muss das Ding drücken, das Ross ins Scheuchen, dass man davon kommt. Ich habe darum gemeint, wenn man galoppiert, Talmberg liegt links, entlang des Baches. wenn man galoppieren, kommt das näher. Oh gut, kommt da, kommt, nein, komm, mach vorwärts. Kann ich eigentlich nicht einfach über das Zeug ein? Wahrscheinlich nicht. Oh, Schuhe nicht gäbig. Nach Talmberg! Weil so geht es dann auch und dann kommt man nämlich am richtigen Ort an. Sorry, Achtung. Sie werden euch umbringen! Ja, also du bist noch geiler Sicht. Du bist auf dem Ross und er muss säckeln. Komm. Oh, aber es ist nur verdammt anstrengend. Ja, ich weiss, du hast nicht Freude. Jetzt müssen wir doch noch ein bisschen gehen. Komm, mach! Nein, mach! Weil das Ross, wenn es mir nicht mehr passt, dann wirft es einem einfach ab. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Ausdauer holen. Jetzt müssen wir mal wieder geben. Komm! Weil wenn es die Ausdauer da unten hat, habe ich vorher gerade gelesen, wenn die Ausdauer da unten ist... Nein, ich kann dir nicht helfen. Wenn die Ausdauer da unten ist und das Ross einfach nicht mehr mag, dann wirft es einem eventuell ab. Und das möchten wir jetzt lieber vielleicht nicht riskieren. Übrigens, die gelbe Anzeige ist meine Ausdauer. Das habe ich vorhin gemeint, das ist die vom Ross. Das ist gar nicht wahr, das ist ja meine. Die grüne ist die vom Ross. Und lustigerweise ist es so, dass... das Ross... Ah, shit, komm, jetzt musst du gehen, Rössli, komm, jetzt müssen wir gehen. Oh, zum Glück. Oh. So. Jetzt der hier Abstand. Da schauen wir jetzt noch den Abspann. Und dann nach dem Abspann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Und auf Wiedersehen. Ich möchte den Abspann mal schauen. Und verabschieden wir schon. Nicht vergessen. Hilfe! Unbedingt. Helft mir doch! Hilfe! Abonnieren, liken, teilen und so weiter und so fort. Aber das wisst ihr ja schon. Auf Wiedersehen. Und Feuer! Haku! Husungine! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor!
Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Skalitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Jetzt habe ich müssen lachen. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Skalitz. Die Schlächter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Skalitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Skalitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr.